Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Modern Warfare 2. Wir müssen noch mal anfangen. Ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz dabei. Okay, Mach nochmal bitte. ja, 3, 2, 2, 1. 1. Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Modern Warfare 2 Commentary mit dem Clanky und mit mir. Und heute geht es um das Thema Stress im Allgemeinen und genauer geht es auch noch, aber das machen wir gleich noch. Genau, Ja, wenn ich dann mal mein Mikrofon raushole, weil ja, das noch im Headset verankert ist, könnt ihr mich wahrscheinlich auch besser verstehen. wahrscheinlich. Ja, das heutige Thema Stress im Alltag, Schulstress, Stress im Beruf. Irgendwo haben wir Menschen immer Stress. Stress ist scheiße, weil Stress eben nicht schön ist. Ja, Aber wenn man den Stress nicht versucht zu lösen, dann macht man sich eventuell nur noch mehr Stress. Und wenn man sich noch mehr Stress macht, ist das bekanntermaßen nicht sonderlich gut. Der Zehngiebel und ich werden euch heute ein paar Tipps erläutern, was ihr tun könnt, um Stress möglichst, ja, ich sag mal nicht komfortabel, aber möglichst effizient zu vermeiden, beziehungsweise wie ihr mit stressigen Situationen umgehen könnt. genau, Der Zehngiebel hat sich da auf jeden Fall schon was überlegt. ja. Und der sagt euch jetzt, was er sich überlegt hat. Ja, ich habe mir überlegt, jetzt zum Beispiel, man kann ja mit Stress unterschiedlich umgehen. Die einigen brauchen Stress, dass sie sagen, ich kann nicht lernen, ich brauche jetzt noch einen Tag und dann richtig loslegen. Die anderen sagen, oh nee, ich brauche ewig Zeit, ich muss da Zeit haben und ich brauche ewig davor. Oder sind Stresssituationen einfach nicht gewachsen. Und es gibt einiges, was man dagegen machen kann. Ähm, Weil zum Beispiel mir geht's so, ich hatte letztes halbe Jahr unglaublich viel Schulstress in der 12. Klasse und bekam so Migräne, echt schlimme Migräne. Und das war nicht schön, natürlich war es nicht schön, tut ja weh. Und ich habe was dagegen gemacht, erstmal alles entspannter gesehen und nicht mehr, ich muss jetzt hier ein Einser schreiben und dann Einser, schaffe ich eh nicht. Ich probiere es gar nicht erst. Ich mache das, was ich am besten kann und was mir am wenigsten sozusagen, ja, Aufwand bereitet. Ich mache das, was sein muss, aber mehr nicht, wenn ich gerade keine Zeit habe. Wenn es gerade schöne Zeit ist, dann kann man ein bisschen besser sein, ja. Aber so normalerweise habe ich jetzt nicht so viel. Ich lasse mich halt nicht einfach reinstressen. Oder wenn irgendwer was sagt, wir müssen jetzt morgen Referate halten. Hast du was gemacht? Also, nee, mach ich heute. Ja, warum? Und ich bin fertig. Ja, passt doch. Ja, also immer schön Zeit lassen und nicht immer alles so ernst sehen, auch wenn es ernst ist, aber kann halt schlimm werden. Willst du was sagen oder soll ich weitermachen ein bisschen? Du kannst noch ein bisschen weitermachen, Gut, solange bis du fertig bist. gut. Und ich kann Beispiele bringen, sehr schön. Und zum Beispiel jetzt gestern erst dachte ich mir, also gestern war Mittwoch, heute habe ich eine Sozialkundearbeit geschrieben. Und das war nicht wenig Stoff. Und, naja, eigentlich war es schon wenig Stoff, 10 Seiten oder so. Und dann war ich einkaufen, neue Brille und denk mir, oh, wann mache ich denn das mit dem Lernen? Und dann war ich zu Hause und dann, ich habe das Haus um 8 in der Früh verlassen oder um 7 und dann war ich um 8 abends zu Hause, was ja scheiße ist. Ich dachte mir aber nicht, oh, ich muss jetzt sofort lernen. Ich habe mir Zeit gelassen, erstmal ein bisschen Wasser getrunken, Milch getrunken und ja, das war ganz schön, fand ich. Und dann schön um 10 mal gelernt, eine Stunde bis um 11. Dann hatte ich den Stoff drin in der Stunde und das passt. Also, Ding. Oder anderes Beispiel, das ist gleich noch näher. Heute habe ich mitbekommen, dass ich morgen eine, ja, ein Referat halten muss über Goethes Die Leiden des jungen Werthers. Und ich habe das noch nicht gelesen, das Buch, und muss das Buch lesen und ich muss ein Referat machen und ein Handout und also könnte man sich reinsteigen. Habe ich nicht gemacht. Nein, ich habe gesagt, ey, ich habe doch Zeit, erstmal das Buch lesen gemütlich und dann, ja, ein bisschen chillen und dann weitermachen. Also der Körper braucht Ruhephasen. Wenn er das nicht bekommt, das kann sehr schlimm enden. Das kann auch krank machen, längere Zeit. Was nicht schön ist, ja. Und Ich einfach, glaube, ja, wenn man das länger macht und sich wirklich viel zu viel Stress macht, ich glaube, das heißt das Burnout-Syndrom, was man dann kriegt, dass man irgendwie zu gar nichts mehr so richtig fähig ist oder könnte man so. bekommen, ja. Ja, das ist auf Weil jeden ich bin da Fall jetzt nicht möglich. so gebildet. Ich habe nur mal gehört, dass man sowas wie Burnout-Syndrom ganz einfach kriegen kann, wenn man sich da immer viel zu viel Stress macht. Ja, Meine Tipps so gegen Stress, ja. Ich meine, wenn Stress entsteht, dann entsteht nun mal Stress. ja, Das, was ich da immer sage, ist möglichst das Beste draus machen.
Einfach gucken, dass man sich die Kacke einteilt, sich einen Überblick darüber verschaffen. Das ist ähnlich wie bei einem Kontoauszug. Wenn man Schulden hat oder was weiß ich, wenn man einfach mal sein Geld prüft. Man sollte sich einen Überblick verschaffen und sich überlegen, sofern man ein Problem hat, wie man das Problem am besten löst, wie man sich das mit der Zeit einteilt bei dem Stress, den man eventuell kriegen könnte, den man vielleicht schon hat. Also Zeiteinteilung ist da auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich sagt, okay, irgendwo muss ich vielleicht auch mal Abstriche machen. Es kann ja sein, sagen wir mal, ihr habt eine Hausarbeit auf, müsst aber am nächsten Tag noch eine Klausur schreiben und rein zufällig macht ihr nebenbei noch einen 400-Euro-Job und euer Arbeitgeber hat angerufen, ihr sollt an dem Tag, wo ihr eigentlich nur 8 Stunden für Schulzeit habt, sollt ihr noch 4 Stunden arbeiten. Da müsst ihr halt erstmal gucken, okay, ist mir der 400-Euro-Job wichtig? In dem Fall vielleicht ja. Dann sagt ihr euch, okay, dann geht dahin. Dann habe ich von den 8 Stunden nur noch 4 Stunden. Dann muss man gucken, man will ja möglichst beides erfolgreich machen. Wenn man sagt, so eine Hausarbeit, da kacke ich drauf, ich muss wirklich bei der Klausur volle Leistung zeigen, dann kann man sich sagen, okay, ich mache die Hausarbeit überhaupt nicht und lerne nur für die Klausur. Ja. Wenn man gerne beides machen möchte, dann sollte man sich immer abwiegen, was einem wichtiger ist, eine Hausarbeit oder ein Projekt oder was auch immer man da hat oder eine Klausur und sollte sich entsprechend die Zeit einfach prozentual aufteilen. Dass man sich zum Beispiel sagt, von den 4 Stunden lerne ich 3 Stunden für die Klausur und 1 Stunde mache ich die Hausarbeit. Was ich in der Zeit nicht schaffe, da habe ich halt gehabt. Ja. Das ist so mein Tipp. Also Zeiteinteilung kann da vielleicht immer mal ganz öde klingen, aber es hilft ungemein, wenn man sich wirklich einen Zeitplan macht und den auch einhält. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ja. Und man darf auch nicht, ja gut, man muss es schon, ich würde sagen, man darf es nicht zu leicht nehmen, dass man sagt, ach, ich muss jetzt Referat halten, ach, scheiß drauf, ach, ist mir wurscht. Hausaufgaben mache ich eh nicht. Gut, ich mache keine Hausaufgaben, aber das ist was anderes. Weil man darf sich auch nicht zu rein stressen. Also, man darf nicht sagen, ich darf nicht schlafen, bevor ich das kann. Das bringt nichts. Also, wenn man halt wirklich einfach zu müde ist zum Lernen oder zu irgendwas machen, dann schafft man es halt nicht. Ja, dann macht man es dann anders oder gar nicht. Mein Gott, also, ja, es gibt ja, man kann es ja wieder rausholen oder. Also alle sehen immer alles so unglaublich schlimm an und ja, wo ich kenne, die stressen sich voll rein, die lernen schon vorher Wochen, die können es zwar nicht anders machen, aber ich finde es halt trotzdem zu krass, wenn einige den ganzen Tag also bloß lernen. Der Körper braucht Freizeit, der Körper braucht Erholung. Wenn man ihm die nicht gibt, dann, ja, dann macht der Körper das schon, dass man Erholung bekommt, sei es auf dem, dass man krank wird, irgendwie, dass man Schmerzen hat oder so, dann sagt der Körper, jetzt halt doch mal das Maul und leg dich mal hin. Ja, so zum Beispiel. Im Endeffekt dürfte man einfach nicht vergessen, dass dass der Körper sich immer das wiederholt, was man ihm wegnimmt. Ja, Das ist quasi, wenn ich mir jetzt mehr Energie von meinem Körper leihe, dann will mein Körper die auch wieder haben. Und das holt er sich in Schlaf, in Hunger, in Durst, das holt er sich alles wieder. Und wenn man sich dann zusätzlich diesen ganzen Stress reinpfeift und sich auch da in Situationen unter Stress setzt, wo es eigentlich gar nicht nötig ist und dann noch mit Absicht auf Freizeit verzichtet, dann entsteht da ganz schnell das Problem, dass man eben, ja, dass der Körper irgendwann nicht mehr so ganz mitmacht, dass die Psyche Probleme kriegt, wie auch immer. Das ist ja alles so ein Konstrukt, was sehr nah zusammenhängt. Da könnte es dann mit beiden Sachen Probleme geben. ja, Also wie Zehrengebel schon sagte, es ist wichtig, dass ihr euch auch mal Freizeit nehmt. Ich hatte zum Beispiel in den letzten 2 Wochen ungefähr 0 Freizeit gehabt. Das hat sich immer daraus zusammengesetzt, dass ich zur Schule muss, dass ich neben der Schule noch arbeiten gehen muss, ab und zu in der Woche. Und dass ich in der Zeit dann mein Zimmer renoviert habe. Das heißt, ich habe quasi seit Weihnachten bis vor 4 oder 5 Tagen habe ich überhaupt keine Freizeit gehabt, 2 Wochen lang, weil entweder Schule und Arbeiten oder Schule und Zimmer oder Wochenende arbeiten oder den ganzen Tag Zimmer. Also das ja. ist vielleicht ein bisschen doof gewesen, aber wenn man fertig werden will, muss man das vielleicht auch mal in Kauf nehmen. Das ist nur so ein Beispiel. Mir ist das danach sehr stark aufgefallen, dass mir die Freizeit einfach gefehlt hat und im Moment habe ich halt ein bisschen mehr Freizeit und das genieße ich eigentlich auch. Ja, denke ich schon. Ja. Ja, also man darf sich da auch nicht zu reinstrengen lassen, weil es fängt ja schon früh an. Die Eltern, wenn jetzt sagen, du musst jetzt aufs Gymnasium und gute Noten schreiben und so, das ist auch nicht schön. Also, ja, okay. Ich will ja wirklich nicht wissenschaftlich drauf zugehen, aber es gibt ja da zum Beispiel einige ja,
Wissenschaftler, die sich da auseinandersetzen mit dem ganzen Zeug und die nebenbei eben den Chat lesen, weil sie sich nicht konzentrieren, aber egal. Ja, es gibt zum Beispiel Watzlawick und der hat eben ganz klar gesagt, also wenn der Mensch jetzt gerade in einer Situation ist, wo er, ja, ich kann mich nicht konzentrieren, wo er wirklich, ja, Erholung braucht und so einen Scheiß, dann muss er sich besser konzentrieren, weil er nicht weiß, was er sagen soll, ja. Jetzt habe ich natürlich hier komplett aus dem Konzept gebracht. Es tut mir jetzt sehr leid, aber Ja, macht nichts. ja, Ja. ich muss aufhören, mit irgendwelchen Fans von dir zu schreiben, während du da am Labern bist. Boah, ich habe alleine B eingenommen. Super. Ja. Yeah. So, was wolltest du sagen? Jetzt konzentrier dich. Ja, also, genau, jetzt weiß ich wieder. Wir haben ja gerade gesagt, es kann ja zu Problemen kommen beim Körper. Und das ist folgendermaßen, das Real selbst, wie es wirklich gerade ist, ich spreche vom Selbstkonzept gerade, das Real selbst, wie es also wirklich gerade ist, zum Beispiel, ich schreibe in der Schule 5 und 6er. Die Eltern sagen, ich soll aber aufs Gymnasium Abitur machen, Voss zum Beispiel, dann ist es ideal selbst, wie ich sein soll. Ich soll Abitur machen. Ich kann das nicht, weil ich 5 und 6er schreibe und weil ich ein stinkefauler Hund bin, weil ich nichts lerne. Das heißt, der Zustand ist inkongruent. Und wenn man inkongruent ist, also wenn einfach das nicht stimmt, dann kann man entweder sagen, jawohl, ich habe ein positives Selbstkonzept, das heißt, ich sehe ein, ich kann das nicht, ich kann kein Abitur machen, also mache ich was anderes. Ich suche neue Möglichkeiten, wo ich dann ja machen kann, ich mache jetzt kein Abitur, ich mache jetzt bloß eben meinen Abschluss und dann eine Ausbildung, so zum Beispiel. Oder ich sage, ich muss jetzt mehr lernen, ich schmeiß meine Konsolen weg und lerne jetzt, oder ich verschließe jetzt für ein Jahr oder sowas, dann habe ich Zeit, dann muss ich wirklich konsequent das lernen und dann ziehe ich das durch. Oder es gibt die Sache, ich habe ein starres Selbstkonzept, also ein negatives, das heißt, nein, ich sehe das nicht ein. Man sagt, ja, die Lehrer sind schuld und ach, das eine Mal, das schaffe ich schon, das Abitur, ne. Aber ich weiß, ich schaff's nicht, aber ich verdränge das, dass ich wieder zufrieden bin, kurze Zeit. Und das ist sehr ungesund. Und wenn sowas vorherrscht, wenn ich sage, nee, das wird schon wieder, nee, geht schon, ne. Und dann eben sehe, ich schaffe das nicht, aber mir denke, das schaffe ich schon. Und dann kommt ein Ereignis, ich habe noch einen Sechser, die Lehrer sagen, ich fall durch. Das ist dann ein neues, negatives Ereignis und das sagt mir dann, hey, ich schaff's ja wirklich nicht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und wenn man es nicht einsieht und sowas kommt, dann kann das zu psychischen Störungen kommen. Wenn ich jetzt sehe, ich sage jetzt zu meiner Mutter, ja, das war jetzt bloß einmal ich war da krank oder so und das kommt nicht wieder vor und dann sagt meine Mutter aber, ja, aber es kam wieder vor, was jetzt? Und dann kann man wirklich Probleme haben, ja. Das kann ganz schlimm enden, sowas. Also ist auch wichtig, ja. Jetzt bin ich fertig. Ja, ich war gerade konzentriert, weil ich hier jetzt mittlerweile schon eine 19er Streak habe mit meinem Payflow. Wow. Aber ich habe mal wieder die Nuke nicht drin. Ach ja, der Clanky wird in diesem Leben auch niemals eine Nuke bekommen. Jetzt ist zwar der Payflow weg, jetzt können wir auch ruhig sterben. Ja, jetzt macht's ja nichts. Wow, eine 19er Streak ist sauber. Jetzt bin ich auch wieder tot. Okay, gut. Ja, du hast jetzt gerade sehr schön irgendwas erklärt. Ich muss mir eingestehen, dass ich in meinem Konzentrationswahn dir überhaupt nicht zugehört Ja, habe. macht Aber nix, das ist ja. ja auch nicht wichtig. Ich meine, ich muss mir das Gameplay ja hier nicht angucken. Ja, eben. Du bist ja dabei. Aber ich gehe davon aus, dass du recht gehabt hast. Ja, danke schön, ja. Ja, ja, das Ja, war halt immer ein bisschen Pädagogik. Ich muss immer, weil ich studiere das und deswegen muss ich da ein bisschen immer. Tut mir leid. Aber ist ja vielleicht interessant sogar, ja, wenn man sowas hört, sowas Wissenschaftliches. Ja. Ja, vor allem, wenn du irgendwie da pädagogisierst, ist das ein Wort? Pädagogisieren? Nee, das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Jetzt habe ich es erfunden. Nennt Ja. man Neologismus, mein Ja, Freund. ja, natürlich. Ey, deutsches Ja, Stilmittel, ja. ich kenne mich doch aus, ey. Neologismus, ja. Die Wortneuschöpfung. Ja, Mann. Das kann der Clanky auch manchmal. Metonomie Also- ist auch ein schönes Wort, ja. Ja, das kenne ich nicht. Okay. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, wir schweifen hier zu oft ab. Nein. Gut, wenn du nichts weiter zu sagen hast, dann möchte ich noch einmal sagen, Ja. in welchen Situationen Stress auch sehr negativ nochmal sein kann. Am besten Falle YouTube.
Ja, damals immer sehr viel Probleme gehabt mit der Zeiteinteilung. Ja. Denn wenn man sich die Zeit falsch einteilt, kann man sich natürlich auch Stress machen, wo eigentlich gar kein Stress hätte sein müssen. Stimmt. Das sieht dann in etwa so aus, dass ich mir sage, okay, ich muss heute noch lernen, ich muss wegfahren und ich muss ein Video für YouTube machen. So, jetzt sage ich mir aber zu Hause, ach, das Mittagessen schmeckt so gut, in meinem Bett ist es so bequem, isst du mal etwas langsam mal und Ja. bleibst du noch mal im Bett liegen. Ja, das klingt ja alles schön und gut, nur dann hat man die Zeit irgendwann verpeilt und man geht seinem eigenen kleinen Zeitplan nicht mehr so nach. Das ist auch manchmal gar nicht mal schlecht, dann hat man halt ein bisschen mehr Freizeit und ein bisschen mehr Entspannung und bla bla, dies, das etc. pp. Aber wenn ich dann so auf meinen Zeitplan blicke und mir dann sage, ja, jetzt muss ich ein YouTube-Video machen, dann kommt es meistens dick. Dann ist es mir dann passiert, ich wollte dann das YouTube-Video machen, hab mir gedacht, ja, das dauert einmal aufnehmen, 15 Minuten, mit dem ganzen Reinziehen, Rendern, den Kram dauert das eine halbe Stunde. Ja. Das Problem ist, die erste Aufnahme war fehlerhaft, musste deshalb nochmal gemacht werden und schon hat das Ganze 15 Minuten länger gedauert als eigentlich eingeplant. Der Render-Vorgang hat auch ein bisschen länger gedauert, was später dann auch relativ stark nervig war. Ja. Aber was will man machen? Ja, Dann stimmt. habe ich da schon Zeitprobleme gehabt. Dann ist mir aufgefallen, dass ich mich ja jetzt beeilen muss, Ja. um den anderen Tätigkeiten noch nachzugehen. Und ehe man sich's versieht, hat man da ganz schön Zeitstress. Dann muss man nämlich gucken, dass die Vorgänge, wo man sich vorher normal Zeit gelassen hat, wo man vorher für andere Vorgänge sich normal Zeit gelassen hat, wo man sich gesagt hat, das schaffe ich alles locker, da muss ich mir dann für die anderen Vorgänge, die übrig bleiben, nochmal extra viel Zeit nehmen. Ja, das stimmt, ja. Nicht extra viel Zeit, ich muss extra schnell arbeiten, weil ich eben nicht viel Zeit habe, das meine ich. Ja. Und dadurch macht man sich dann unnötig Stress, durch zu viel Stress wird man dann überarbeitet und das nervt und das ist schlecht. Aber ja, so ist das halt im Leben. Wenn man da nicht aufpasst, dann kriegt man das natürlich sofort wieder reingewirkt. Ja, das Und guck stimmt. mal an den Himmel, der Clanky hat schon wieder einen Payflow und Ja, Area. du gehst ja heute echt ab wie Schnitzel, ey. Es ist ja mal Wahnsinn. Ja, nicht schlecht. Ausnahmsweise. Das ist heute wieder mein guter Tag, danach kommt wieder 2 Monate nichts Gutes oder so, aber Ah, ist egal. Ist auf Video, ja. Ist wunderbar, der Score. ja, Der Score. genau. Ja. Und stimmt schon, was du gesagt hast. Also mit YouTube, wenn man da dabei ist hinter der Sache und wirklich was erreichen will, dann schaut es wirklich so aus, dass man echt sich jetzt denkt, ich müsste noch für morgen ein Video machen, scheiße, wann mache ich das? Dann nimmt man es noch auf, dann bleibt man noch wach, bis es gerendert ist, dann nimmt man es noch hoch und so ein Schmarrn. Und es vergeht so viel Zeit, dann schläft man eine Stunde weniger, ist müde und schlecht drauf und was weiß ich noch und alles kommt dann zusammen. Ja, und das ist dann scheiße und Pech, ja. Und das ist dann nicht schön, wenn sowas passiert, weil es ist halt unschön und es nervt, ja. Es sollte nicht sein, wenn man denkt, ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann lade ich ein Video hoch und dann mache ich das so und dann klappt halt irgendwas nicht. Und dann muss man alles überdenken, wie mache ich das? Keine Zeit und dann ist voll der Wurm drin. Dann sagt man, ja, scheiß auf das Kackvideo, ich lasse es jetzt. Oder man sagt, ja, dann esse ich halt nichts oder esse ich später erst oder lerne ich halt nichts für morgen und sowas. Also, ja, genau. Boah, ich gehe hier ab! Ja, ich merk's, Waren 2 Leute, Mensch. die mich fast gekillt hätten und jetzt bin ich tot. Egal. Okay. Ja. Es tut mir leid, dass ich hier heute sehr doofe Beiträge manchmal Aber liefere, du spielst super. indem ich hier ausraste. Ja. Da liegt eine Kiste übrigens bei, wie heißt das, A. Ja, Da müsste mal einer hin und was töten. ja, okay, aber Auch was machen die denn jetzt hier? Ist jetzt mal gut? nee. Ist schon wieder irgendwas mit so einem Fluggerät da gehört? So, Ja. Clanky macht kaputt. Nee, ist aber Wahnsinn, hey, wie du abgehst. Ja, voll Laser, wie du abgehst. Ja, jetzt gehen Ähm. wahrscheinlich gleich meine Stats wieder kurz vor Schluss kaputt. Aber der erste Moment war wie immer super. Also wie immer, wenn ich gute Phasen habe, super. Und danach geht immer alles kaputt, aber egal. Ja, egal. Kennt Ja, man ihr ja. merkt schon, wir haben mal wieder die Aufnahme hier, das Thema in 2 Runden gestreckt, obwohl es eigentlich nur für 1,5 Runden da war. Passiert manchmal. Jetzt haben wir das Problem, dass wir uns ein bisschen zu viel Zeit gelassen haben und wir jetzt rein theoretisch hier chillen müssten. Ja, schade Aber eigentlich. wir reden ja natürlich weiter über das Thema. Ist ja nur noch Insofern- 5 Punkte, die wir... Ach nee, wir verlieren ja gerade. Scheiße. Ja, jetzt kommt noch ein Dann ist Helikopterschütze, mir der auch uns ein egal. bisschen rapen wird. Ja. Aber der wird Boah, uns nicht rapen. 50:7, ey. So,
Da drücken wir einmal F12, dann piept's einmal kurz und dann habe ich einen kleinen Screenshot. Du warst natürlich Zweitbester, wie auch sonst. Ja. Das heißt, der Kommentar wird, das Bild wird gleich mal auf Facebook veröffentlicht, würde ich sagen. Ja, Mal wieder wie immer. angeben vor allen Ja. anderen. Schaut auf seine Facebook-Seite, schaut auf meine Facebook-Seite, liked da, dann seht ihr immer die neuesten, aktuellsten Beiträge von uns beiden und seid glücklich und zufrieden jeden Tag. In dem Sinne bedanken wir beide uns und natürlich besonders der Zielengebel sich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ja, Ja, ich verbleibe an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. tschüss.